Haut der Osterdag begräßen ich aus der Kirche vu Bruch bei Mirsch, mir war dro Funheit durch der Mass. Et singt der spielt den Abbé Joel Sonntag. An Zwerg, d'entrée pontificale iwwer Resurrexi vom Dom Paul Benoit. Christus ist erstanden, Laudate Dominum 455. Gloria fu Lucht, Sequenz Victime Pascali Laudes, Alleluia vom Händel, Victime Pascali Laudes vom Josquinze, Saint le Seigneur, Laudate Dominum 249, Anrufung voller Freude vom Lanny Smith, an als Schlusslied Freudig du Himmelskönigin, Magnificat 576. Dönno heire mat Sorti iwwer Ite Missa est Alleluia, Alleluia vom Dom Paul Benoit. Masket gehalen vom Kardinal Jean-Claude Hollerich, Erzbischof von Lützeburg.
Am Numm vom Papa, vom Jungen, vom Hellische Geist. De Frieden, sief mat ich. Herzlich willkommen, lief Leid, für das Ostermass. Für allem freue ich mich, für sie zu feiern, für all die Leid an Alters- und Pflegeheimer. Für all die eler Leid, die allein sind, an ihrem Haus, an ihrem Appartement. Ich bin froh, dass wir über des Radios Mass Kontakt können haben. Dass dir könnt teilholen und der Osterfried, die Volken von Angst und Traurigkeit verschont. Wir wollen das Maß aufhängen, an dem wir dem Herrgott alles aufvertrauen. Als der Längsinn, als Ängsten, als Einsamkeit. All das, was uns bedrückt. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde, Schuld und Angst und führe uns zum ewigen Leben. Gloria in excelsis Deo.
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, am heutigen Tag hast du durch deinen Sohn den Tod besiegt und uns den Zugang zum ewigen Leben erschlossen. Darum begehen wir in Freude das Fest seiner Auferstehung. Schaffe uns neu durch deinen Geist, damit auch wir auferstehen und im Licht des Lebens wandeln. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen begann Petrus zu reden und sagte: Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa, nach der Taufe, die Johannes verkündet hat, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat, mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie an den Pfahl gehängt und getötet. Gott aber hat ihn am 3. Tag auferweckt und hat ihn erscheinen lassen, zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber dem von Gott vorherbestimmten Zeugen, uns, die wir mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen: Dieser ist der von Gott eingesetzte Richter, der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt. Wort des lebendigen Gottes. Victime Pascali laudes simulem Christiani, Agnus redimitus Christus innocens Patri, reconcilia vit peccatores, mors et vita duello conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus, dic nobis Maria, quid vidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis, angelicos testes, sudarium et vestes, surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galileam. Scimus Christum surrexis se, a mortuis vere, tu nobis victor ex miserere. Amen. Halleluja.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolosse. Schwestern und Brüder, seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus, unser Leben, offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wort des lebendigen Gottes.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala früh morgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen dorthin, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus da stehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen, und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lief Leid, die doch bei dieser Masse von daheim aus matt macht. Wir haben am Evangelientext von Haut ganz verschiedene Reaktionen auf das Eidelt Graf. Für die haben wir die zwei Aposteln, den Petrus und den Johannes, die da hinlaufen. Der Johannes ist mehr schnell, mehr rapid. Der Petrus braucht mehr lang. Was sie dann an die Grave rangehen, da sehen wir, dass die Reaktionen verschieden sind. Der Petrus hat wie ein fotografisches Gedächtnis. Er sagt genau, was du hast.
gesagt, wo die Discher luchen, aber der Sinn davon erschließt sich ihm nicht. Der Johannes, den kriegt den Sinn matt durch sein Glauben. Hier versteht, dass der Jesus lebt, dass hier ein Oberstanden ist von den Toten. Viel von ihr schläft leid, wenn ihr so lang da sitzt, da guckt ihr mal den Fernsehen, da sitzt ihr vielleicht ein bisschen bei den Fenster und guckt ihn raus. Mir auch da, das ist langweilig, weil schon da draußen nicht mehr viel los ist. Und bei so manchen Leuten kann ich mir vorstellen, dass dann Erinnerungen abkommen, wenn ich so viele länger ist. Und denen in der knallen muss. Da sind da wahrscheinlich schöne Erinnerungen dabei. Das sind die wir gern gesehen von den Augen von unserem Geist. Und sind da, no, die lassen uns nicht so gut schlafen. Die dienen uns weh. Die geben wir gern verbannen aus unserer Realität heraus. Wenn wir da fertig bringen, nicht nur wie der Petrus, als Graf von unserer Vergangenheit zu gesehen, aber wenn wir es fertig bringen, wie der Johannes am Graf von unserer Vergangenheit, von unseren Erinnerungen, Christus als den Lieblichen zu gesehen, dann ist alles ganz anders. Schlechte Erinnerungen machen Angst. Den auferstandene Christus möchte Hoffnung. Die Szene von einem Graf ist schon nichts Schönes. So Graf, das Deichter, das Fiescht, es riecht nicht besonders gut, es riecht nur tot. Mehr, lo als die große Stehen für um Graf fort, an Sonne schenkt daran. Und am Licht von der Sonne geseit dat ahnisch das aus. Am Licht von der Sonne können auch mir als Erinnerungen ahnisch das vorholen. Am Licht vom auferstandenen Christus können wir als Erinnerungen ahnisch das vorholen. Dann sind die Erinnerungen ein Zeichen von einer Vergangenheit, wo der Herrgott immer da war. Da gesehen wir, wie hier in uns all Moment, auch an den schwersten Momenten von unserem Leben, an seiner Hand gehalten hat. Dass hier der gute Gott ist, der Gott vom Leben. Und dann können als Erinnerungen Kraft sein. Kraft sein an Hoffnung sein. Für all das, was in den nächsten Tagen, Wochen, Jahren auf uns zukommt. Maria von Magdala, der ist es ganz ähnlich gegangen. Sie geht bei der Graf, sie guckt daran, an dass sie, wenn den Herrgott hier weise will, hey Maria, es sind doch liebig. Gesagt sie do zwei Engel, mit geht nicht durch. Sie versteht es noch nicht. Weil sie ganz an ihrer Trauer, an ihrer Angst gefangen ist. Sie ist so an ihrer Angst gefangen, dass sie sogar Christus, den Herr, nicht erkennt, wenn er bei sie kennt.
Aber von hier sind wir am Nummrift, Maria. Da spürt sie all die Leid von Christus. Da fühlt sie sich ungeschwart, als sie erkennt ihn. Oh, wir sind ganz ähnlich wie Maria. An unseren Erinnerungen, an unserem Leben, als ganz vieles, was auf die Oberstehung von Christus, was auf Leben und auf Hoffnung hinweist. Wir haben uns da wollen wir das gesehen. Haben uns da trauern wir gern. Haben uns da halten wir gern und unserem Schmerz fest. Und die Leute, die wir verloren haben, die von uns gegangen sind, wir lassen sie nicht sehen, wir wollen sie festhalten an unseren Erinnerungen. Ich wünsche euch, liebe Leute, dass auch dir die Stimme von Jesus hört. Denn ihr Schrift mit ihrem Numm von ihrer Darf, aber wo bei dem Ruf all Angst verschwindet, wo Klarheit könnt, wo der Hirn begegnen könnt, nicht an der Vergangenheit, aber wo Hirn das, den ihr an Zukunft feiert. Hier geht bei sei Gott, aber bei eise Gott. Ja, durch die Oberstehung, Gott sei Gott, eise Gott. Gib mir eine enge Beziehung zu Gott, dem Pap, am Heilige Geist, mit der Rageroll. Hin als Oberstanden, als enger Menschheit. An als enger Menschheit, du henke mir alle Götten run. An der Weg zum Pap als frei. Ein Weg zum Leben. Du als nicht mehr wart eisen hat. Und hier verspricht aus, hier den auferstandene Christus wird eis treffen a Galiläa. Was as eist Galiläa? Eist ganz normal alldachs Leben. Auch an der Zeit vom Coronavirus. Hier wird ihr du treffen, wann der ihr treffe lost. Weil hier will ich den Frieden gehen. Ein tiefer Frieden, der mehr als für Satisfaktion, für viele von Angst, ein Frieden, der mit Frieden verbunden ist, ein Frieden, der Perspektiven an Horizonte abmischt, ein Frieden, den das Herz hält und das Angst erwäschelt. Ja, so viel von ihrer Familie vielleicht wäre gerne bei ihr. Mit geht nicht. Für ihre Sicherheit, für ihr Leben. Aber Christus als du. Hier, den ich gern hört, hier, den ich nie am Stachel lässt. Amen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir feiern, dass der Jesus Meister ginas iwwer den Tod. A senger Oberstehung leiht Hoffnung von der ganzen Welt. Los wir ze Summe bieten. Für das die Kirche die Hoffnung von Ostere verkündigt, trotz all Misere an der Welt. Dafür beten wir, Herr Gott, hör eis. Herr Gott, erhöre eis. Für das dem Jesus sei Frieden, verstehst du mich an Harmonie an eise Familien, an eise Poren, sich immer mehr durchsetzen. Dafür beten wir, Herr Gott, hör eis. Herr Gott, erhöre eis. Für das die richtige Weg finden, die nicht oder nicht mehr und den Obersternen leben. Dafür beten wir, Herr Gott, hör eis. Herr Gott, erhöre eis. Für das wir an unserem Leben zeigen sie von unserem Glauben und dem Jesus in Oberstehung. Dafür beten wir, Herr Gott, hör eis. Herr Gott, erhöre eis. Papa im Himmel, wir wissen, dass du als Gebet unhältst. Hölle weiß, dein Geist von Leben der Frieden unzuholen, durch Jesus als einen oberstandenen Herr. Amen.
Lasset uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Herr unser Gott, nimm die Gaben an, die wir in österlicher Freude darbringen, für das Opfer, durch das deine Kirche auf wunderbare Weise wiedergeboren und gestärkt wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diesen Tag aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Saint Seigneur, le Seigneur Dieu de l'univers entier est rempli de vie par toi, Seigneur. Béni soit-il, celui qui vient au nom de Dieu, c'est Jésus, le Fils du Père, acclamons-le, Alléluia. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, unserem Weihbischof Leo und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Trösterin der Betrübten, mit dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Willibrord und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Und da wollen wir zusammen beten, wie Jesus als selber gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also Herr Jesus hat zu den Aposteln gesagt, mein Friede losen ich euch, mein Friede ginn ich euch. Dafür beten wir dich, Herr Jesus Christus, guck nicht dabei Sünden, ob das, was uns weh tut. Maar guck op de Glaaf von deiner Kirche. A gif je, wie je dei will as, Einheit an deive Frieden. Der Friede von unser Herr Jesus Christus, sief mit ihr all. Friede vor Christus. Friede vor Christus. Der Friede vor Christus. Der Friede vor Christus. Lamm Gottes, du nimmst den Weg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht Christus, das Lamm Gottes. Er nimmt hinweg die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wenn du lo aus seinem Herz still möcht, a ganz dabei ist,
den möcht eng spirituell Kommunion, den kriegt all Genot vom Leib und vom Blut von unser Herr Jesus Christus.
Aber wir wollen nach ein Krieg beten. Allmächtiger Gott, du hast deiner Kirche durch die österlichen Geheimnisse neues Leben geschenkt. Bewahre und beschütze uns in deiner Liebe und führe uns zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Ehre Javolo, de Segen gehen, gebe ich ganz gerne Merci so. Merci für dich, dem Herr Hellinghausen, den das wichtigste Pastoral, das wichtige Apostolat von der Radius Mass, all Sonden, a größer Trei, mit größer Energie und mit größer Begeisterung möchte. Und daheim könnt ihr auch klappen. En je voudrais aussi remercier le service technique. Sans votre aide précieuse, cela ne fonctionnerait pas. Un tout grand merci. Und Radius Mass wird an dieser Zeit vom Coronavirus sozusagen Gastfreundschaft fand an der Kirche zu Bruch. Ein großes Merci an unseren Pastor, Organist, den durch sein Urgelspiel wirklich eine österliche Atmosphäre auf vier zaubern konnte. Ein großes Merci denen, die das Mass gedient haben. Große Merci für die Lektüre, für die Lesungen. Ein großes Merci für die Fotos. Die repräsentiert heute volle Gottes, was viel traurig von dir nicht da wird. Ein ganz, ganz großes Merci. Also will man dann nach dem Herrgott sei Segen freuen. Sei Segen, den als Trost ist, den als Courage gibt. Ein Segen, den als sieht, dass der Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Dass alles, was wir leben, Sinn möchte. Und dass hier eine Zukunft für uns wird. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sed nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saecula, adiutorium nostrum in nomine Domini, sic et in caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est, Alleluia, Alleluia. Deo gratias, Alleluia,
auferstanden von dem Tod, freu dich, Maria. Wie gesagt, der wahre Gott, Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria.
Wir haben Pontifikal Mass gefeiert op Osterdach. Auch den nächste Sonntag feissen Osterdach gesinn an Heereme Eiserem hei an der Kirche zu Bruch. Und dann ist zur gewinnter Zeit. Froh a gesehnten Osteren. An domat gimmer de Mikrozreck an d'Staat.